Dann so ich vielmals merci für Ihre Präsenz. Das gut, dass da kommen Sie. Wir haben ein Problem an unserem Sektor. Wir hatten gemerkt, es käme ein bisschen rau an den Gesundheits- und Pflegesektor heute zu Lützeburg. Wir hatten uns gefragt, dass wir einen Aufschluss von den zwei ganz großen sektoriellen Kollektivverträgen, FHL und SAS, wie ihr wisst. Wir haben do jahrelang gekämpft, dafür gestritten, dafür. Wir haben hatte ganz hart Kollektivvertragsverhandlungen am sind zu einem Aufschluss kommen am Juni des Jahres vom FHL-Vertrag von der Spitäler und am August des Jahres vom SAS-Vertrag vom Pflegersozialsektor. Dazu der Mordkrieg, das war ja nicht so nie wie nicht durchgegangen, das hat der Mordkrieg. Wir hatten viel Streit mit den Arbeitgeberverbänden, den zwei Sektoren. Wir hatten das Ganze über 2 Jahre her nur konkret gedauert, was Kollektivvertragsverhandlungen anbelangt. Wir hatten eine ganz große Mobilisation an der Stadt letztes Jahr mit einer riesigen Manif. Wir haben also wirklich viel dafür müssen machen, dass es so weit kommt, dass man Data kriegt und was man kriegt. Den Akkord, den du gefunden hast, also an den zwei Sektoren, ich erinnere noch einmal kurz darum, ihr wisst, hat Sachen, was es geht, beruht darüber, dass man und das ist das Wichtigste, das ist ein bisschen Rückgrat vom Sektor, von den zwei, und noch von den Kollektivverträgen, von den Arbeits- und Lohnbedingungen, dass das öffentliche Denkschlichtungsbereiche sind. Und das sind Sektoren, wo ein Ding, um Mensch gemäht wird, wo Lützeburg eigentlich immer dafür Stimme steht, dass das Dingster sind, die jeder unabhängig von seiner persönlicher Situation, materieller und sozialer Situation, selbst soll können davon profitieren. Und dass die dann mit unseren öffentlichen Geldern und unseren Steuergeldern und unseren Kotisationen von uns alle Guten finanziert gehen. Das ist das wichtige Prinzip von denen Trägerinnen, von den Häusern, die an diesem Sektor beschäftigt sind. Wir haben das Prinzip auch an dem Kollektivvertrag verankert, das wisst ihr auch, das heißt, wir haben über den Artikel an den zwei Verträgen Parallelismus zu den Arbeits- und Lohnbedingungen von der Fonction publique zu Lützeburg. Wir haben also das sind keine Staatsbeamten, sind Salarien, aber sie haben Arbeits- und Lohnbedingungen, die sich immer parallel zu denen entwickeln von der Staatsbeamtenheit zu Lützeburg. Und das war dann am Juni und am August respektiv durchgegangen, also was passiert ist. Wir haben also einen Akkord, den am Anfang nicht mehr als wie eine Umsetzung von dem Akkord, den 2015 beim Staat passiert ist, mit dem für unseren Sektor aber ultra wichtig war, weil das ist ein Akkord, wo endlich eine Abwertung passiert ist von den Gehältern von den Berufen, die kein Geschäft wirklich aus dem Sektor sind. Das heißt, den Infirmier spezialisiert, den Educateur und den Educateur gradué waren ganz lange Berufe, die falsch abklassiert waren. Ich gehe nicht mehr auf den das hier an, weil mir sie wirklich froh, dass es aufgeschlossen ist, den das fertig. Aber die haben immer viel Männer verdient wie andere gleichwertige Berufe, die selbst lange an Schule gegangen sind, dass man so und die dieselben schulischen Aufschluss haben. Das heißt, da tun wir Rackried an die zwei Verträge, dass wir ein kohärent Gehaltertabelle haben, dass wir gleich Bezahlung noch gleichwertigem Diplom haben. Und dafür haben wir eben gehofft, es geht ein bisschen besser, es geht alles besser, es geht ruhig, und wir haben eine von den Hauptforderungen von den Beschäftigten aus dem Sektor durch, und nur dem langen Weg. Und dafür sind wir umso mehr schockiert darüber, dass man da gewogen sind, relativ sehr an der Unterschrift von den zwei Verträgen, dass verschiedene Employerinnen hier im Land den Vertrag nicht respektieren und den nicht wollen ausbezahlen. Das heißt, die Leute nicht hier peiern, auch hier Arbeitsbedingungen wollen zu gut gehen, die ihnen zu gut stehen. Es geht konkret den Maison de Soins Bereich, also just Maison de Soins in diesem Fall, sie 5 Maison de Soins an als Wissenslo, die den Moment der dort praktizieren. Wir wissen noch nicht für was, also es gibt gut keine Erklärung, das auch nicht mehr nur zu vollziehen. Wir wissen auch nicht, ob das eine kollektive Aktion ist von den 5 Employerinnen oder individuelle Initiative von den Häusern. Wir haben die 5 Häuser so nicht zu angehören, das ist den Parc du Troisième Âge von Bartring. Das sind die 2 Hospice Zivilen aus der Stadt Lützeburg, Hammer, Pafendal. Das ist die Gruppe Cita Senior. Und da sind 3 Häuser drin, Peiteng, Konstorf und Saint-Jean-de-la-Croix.
Und das natürlich unterstützt als Haus, wo wir schon ein paar Mal am Konflikt waren, zu Beteburg, Maison de Soins für Sodexo. An die Employerinnen hun, also da muss wissen, dass was den FHL-Vertrag anbelangt, gouf eng echt Ausbezahlung am August. Dat war aber nimmen eng Prim nimmen. Et war eng Prim eng Retroaktivität, die du ausbezahlt müsste gehen. An die Häuser do, die Leute hun sie net krit. Du hummer jo schon gemerkt, oh, du fängst du Probleme zu gehen. An dem Moment hummer aber absolut nicht konnte vorstellen, dass dat lo bedeutet, sie kriegen wirklich den gesamte Kollektivvertrag nicht. Das war wahrscheinlich ein Eisen an ein Kontabilitätsfroh, ein Tresorie, du hast sie schnappst das Ried gegangen, sie konnte nicht, was sie hätte sollte kriegen, an dem Moment, wo sie hätte sollte kriegen. Wir haben aber dann am August angefangen, Druck zu machen. Wir haben Flugblätter an den Häusern verteilt. Wir haben den Direktionen mitgeteilt, hey, kommt gar nicht auf die Idee, macht das nicht. Das ist eine ganz schlechte Idee, wenn er meint, ihr könnt den ganzen Kollektivvertrag nicht applizieren. Wir haben beim zuständigen Minister interveniert. Wir haben gesagt, all den Arbeitgeber, wenn der wirklich meint, dass du durchzuziehen, dann da geht es darum, da geht es darum, einen Sozialkonflikt an. Das ist nicht am Interesse vom Sektor. Man will willkürlich, wirklich ohne irgendeinen Grund, einen Konflikt daraus zu provozieren. Aber wir müssten den Agro, wir geben dann mobilisieren, mit allem, was er kennt, mit diesen Moyen, wir geben noch juristische Moyen envisagieren, die wir haben, für dagegen zu gehen. Und wir geben also die gesamte Weg machen, die wir immer machen und die wir auch an dem Fall so Dexo am Anfang von diesem Jahr schon gemacht haben. Und trotzdem ist es dann so, dass ab Oktober, also am FHL-Kollektivvertrag, die neue Pai geschaltet. Das ist die abgewerteten Karriere. Die hätten mit dem Oktoberlohn dann, hätten die Leute müssten an die neue Karriere kommen. An lo 100 Oktober Pai, wir haben Paizetteln und wir gesehen, dass das nicht geschieht ist. Das heißt, wir müssen dann lo fest immer da rechnen, dass die Employerinnen da wirklich wollen raus provozieren, dass es anderem zu einem Klarheit können. Wir haben dann an Oktober einen Brief und die Einzelarbeitgeber gemäht, wo wir gesagt haben, das ist eine Sommation payée, der bezahlt das, weil das dû, der muss das bezahlen, das ist le choix, das ist nicht à la carte, was den sich heraussieht. Und weil wenn das nicht macht, dann gehen wir all weiter Schritte und dann gehen wir auf das Gericht, dann wir gehen auf die Straße und dann wird das auf der Place Publique debattiert. Und wir kriegen nimmen eng einzig Antwort von denen Häuser und das ist noch eine ganz lapidare Antwort, die sieht, dass da eben dezidiert und nicht zu bezahlen, also nicht umzuwandeln. Und so sind wir dann immer in der Situation, dass wir da müssen Druck machen und mit den Mitteln schaffen, die wir können, die wir haben. Wir müssen wir wollten also am nächsten Loremenke wissen, ob die Bewohner konzentrieren und ob den Job, den hier gemäht wird. Ihr wisst, die Leute, die an den Sektor schaffen, wenn die an so Konflikt getrieben gehen, ist das ganz hart und das ist wirklich weit gegangen. Das ist vielleicht noch nicht schwer wie in einem Industriebetrieb, wo in einem Band steht, wo etwas produziert. Dann hier schafft den Menschen. Das sind alles Leute, die den Beruf mit Engagement, mit Leib machen. Und die nervt da auch, dass man immer müssen an eine Situation kommen, wo man auch den Bewohner nicht als nicht darüber können konzentrieren, den so zu pflegen, wie die Leute die Begehren machen. Wir erinnern auch an den Fall Sodexo, den wir im Februar hatten. Die hat den alle gut in der Presse wie wir, ihr wisst, wie skandalös das aufgelaufen ist. Da das dann von den 5 Arbeitgeber den neues Center eigentlich Jahren mit dem Problem belastet. Probiert sind der Jahren immer die Leute den Vertrag, den Kollektivvertrag zu holen. Geht aber nicht, gelingt dem Jahr nicht, und wir machen immer im Druck, und dann haben wir Aktionen und dann halt noch. Und das hat sich zugespitzt letztes Jahr. An 2016 als den Employer Römenke hingegangen für die dickste Köhe und hat die Leute gesagt, hey, lauscht, wir wollen nicht aus dem Kollektivvertrag raus. Die Leute haben gesagt, hey, lauscht, nee, wir wollen das nicht, wir haben das schon gesagt, wir wollen das nicht.
An dünn hörten die benimmi, ob die ganz Live-Tour gemäht, dann als Druck gemäht, die mega Druck gemäht, gehen ob Leute, dass sie das müssen akzeptieren, freiwillig, Leute waren niemand stark, Leute waren super mobilisiert, dann die haben sich wirklich gewehrt, dann die haben das ja nicht so gelöst. Und du hast so weit kommen, wie du kommst, du mehr Schlichtungsamt am Dossier befasst. Du wirst, dass man halt zu Lützeburg müssen, die wird den Office National de Conciliation vorher für können Streikrecht zu holen. Das geht dann die Lehnen, die wird Gesetz fixiert. Sie sind auf die Schlichtung gegangen, wir denken um Litigkollektiv, was nicht oft passiert hier im Land. Normalerweise ist es ja eine Kollektivvertragsverhandlung, die gescheitert ist, die auf der Schlichtung landet. Hier war es ja am Anfang keine Verhandlung, hier war der Litigkollektiv auf der Applikation von den Arbeits- und Lohnbedingungen von den Leuten. Wir sind auf die Schlichtung gegangen. Und während der laufenden Schlichtungsprozedur hat die Direktion dezidiert, einen Sozialplan zu machen und über sie Schleuz zu entlassen. Und das hast du jamais vu, das noch nie ging. Und das war so orant, dass auf der Schlichtung von den Assessoren von beiden Seiten und vom Präsidenten von der Schlichtung dezidiert ging, dass freizeitig Schlichtung aufgebracht wird, dann heißt Streikrecht zugeschwart ging. Das ist eigentlich auch noch nie gegeben, weil da sind wir den Delay, die gesetzlichen, den auflebt, und dann hört den Recht Streikrecht. Wir haben den Delay antizipiert, sie gesagt haben, nee, so nicht, wenn ein Employer so verrückt hier geht, an einer laufenden Schlichtungsprozedur beim Litigkollektiv mit Entlosungen menaciert, dann als ein Echec, dann deklarieren wir den Echec von der Konziliation und dann hat der Streikrecht. Wir hatten den Streik geplant und der wusste doch die Stimme. Und die Leute waren ultra bereit. Und wir waren auch bereit und wir hatten alles präpariert. Und wir hatten als Stand und wir hatten alles bereit und sollten den 21. Februar losgehen. Just ihr mal dann annonciert und wir gehen an den Streik und wo Bemo gespürt ging, dass die ziehen das durch und die wollen das nicht. Als angefangen gehen ein bisschen den Dialog mit der Subrecht zu halten und du hast auch den Minister interveniert von der Sécurité Sociale an der erinnert dich den Hummer tun an einer tripartite Konstellation zwischen den Regierungsvertretern in der Form vom Minister Roman Schneider an dem Betrieb Sodexo an dem Mogebel an seine Leute nach Korfond an den als ja der schriftlich festgehalten gehen, dass die Regierung do interveniert und dann dürfen Jahre auch verlangt, dass Sodexo keine Leute entlesen und dass Sodexo die Leute hier Konditionen aufrechterhält. Und dass die Nogebel und Konterpartie dann natürlich nicht streiken geht oder keine Aktionen möchte. Das waren Deal in 3 Partner, in 3 Akteure, die man am Februar dieses Jahres fanden. Und war wirklich kurz vor Ladenschluss. Es war Freude so, dass ein Akkord von gehen, wir sollten das lassen, wir haben alles mit dem Zopf müssen aufbestellen. So. Und da haben wir an dem Moment, wo den Durchbruch kam, haben wir gedacht, das wäre gut. Das Thema wäre ein bisschen vom Tisch. Also mir wirklich nicht damit gerechnet, wenn ich den 21. Februar gesagt hätte, was Haut las ist, dann hatte mir gestreikt. Und dann hatte mir nicht als Obligation etwas verloren. Und Haut seht den sich bald, nicht, dass man nicht dazu kommen gelassen, weil die Message offensichtlich nicht verstanden gehen. Und wir wissen nicht, was verschiedene Arbeitgeber bewegt, und doch kein Wert zu spekulieren über das Psychogramm von verschiedenen Leuten. Aber sie Leute, die nicht verstanden haben, was passiert ist. Und hier war ein ganzer Betrieb, den auf der Straße, weil die Pratt war, sind Arbeit niederzulegen, sind Patienten, sind Bewohner, die in Alltag pflegt, zu sagen, hey, da muss ich nicht da, für meinen Job und der zu machen. Und da das am Februar von diesem Jahr passiert, dann Lobmomente no, zack, der nächste Fall an genau dieselbe Argumentation und genau dieselbe Problem. Einfach nicht zu greifen, wir wissen nicht, wie es dazu kann kommen. Wir haben Demos, wie gesagt, die Regierung hat sich angeschaltet, der Roman Schneider hat also den Akkord kennt auch, der hat den Demos gekriegt, die waren Press gegangen zwischen den 3, wo auch durch Stung und der Minister Roman Schneider stellvertretend für die Regierung sich eine Lösung, die ermöglicht, dass steht permettant de pérenniser durablement la situation financière de la maison de soins de Sodexo. Das ist wirklich gucken, nicht eine Lösung am in dem Moment se fand mir etwas, was auf Dauer die Probleme soll lesen. Und do hummer wo der Teil im Losgang ist, haben wir Kontakt abgeholt mit Roman Schneider. Wir hatten noch eine Interview mit ihm zu anderen Sujets, wo der auch dabei war, wo wir über die 12 Wochen geschwärzt und so weiter, wo man auch darüber geschwärzt haben, wohin konfirmiert wird, der steht zu dem Akkord. Und das ist schon wichtig. Das heißt, wir haben
eng aus so von den Regierungsvertreter, den immer noch zu denen Kollektivvertreter steht, den auch noch zu dem Akkor vom Februar steht. Wir hatten die Regierung an diesem Fall, an diesem Dossier wisst auch, dass man am Akkor zwischen der Regierung und den Gewerkschaften vom November 2014, die große nationalen Akkor, auch darauf stehen hatten, dass die Regierung schwarz auf weiß bekannt wird, dass Kollektivverträge mussten umgesagt gehen, dass Karriere mussten abgewehrt gehen. Und da tut sie durchgezogen bis zum Schluss an eurem Konflikt her, wo man wirklich an der heißen Phase war, sie Inselministerin Preisgegangen und den Mikrogang und gesagt, wir stehen da, wir stehen dazu, die Staat garantiert Finanzierung von denen Karrieren zu sind da und durch die Grundhaut das auf zu stellen. So dass man da auf dem Punkt eigentlich Konfirmation kriegt, von dem, was die Leute so gut steht. Das ist ein Problem, den von Patronatseite gerufen wird, in so einer Überflüssen, das ist wirklich inakzeptabel. Und wir fordern sie einfach ab, das Sinn zu lassen, an die Leute hier Peien zu bezahlen, und alles, was dazugehört. Ich so immer Peien mit, geht ja um den ganzen Kollektivvertrag. Wenn sie das nicht machen, dann gehen wir eben weiter und dann kommen wir eben an den Sozialkonflikt, den wir müssen dann auch können. Wir haben eine Reihe Aktionen geplant. Ihr wisst, dass man nicht können immer den Effet Surprise rauslassen, indem man so dann und da stimmen wir da und da. Aber ihr wisst auch, dass wir kreativ da sind. Wir haben Aktionen geplant, wo wir die Leute informieren werden an den einzelnen Häusern. Aber wichtig an diesem Fall ist auch, dass wir wollen die breite Öffentlichkeit sensibilisieren mit dem Sujet. Und da tun wir auch immer gemäht am Sektor, weil wir ja so, in diesem Sektor, den so wichtig ist für die Gesellschaft, wir gehen alle guten irgendwann durch, die kann den gebraucht hat, eine Maison de Soins gebraucht hat. Und dafür mengen wir auch, dass es wichtig ist, dass Leute besser wissen, was mit den öffentlichen Geldern in diesem Sektor passiert und dass die eben nicht da landen, wo sie sollen landen, aber wo die Regierung sich auch engagiert hat, dass sie sollen landen. Das heißt, wir werden Aktionen haben, wo wir die Öffentlichkeit mobilisieren oder sensibilisieren. Wir werden an Häuser Aktionen haben. Wir werden dieselbe Weg gehen mit dem Office National de Conciliation wie damals mit Sodexo. Werden noch alle anderen Wege gehen, die dann nötig sind. Wir werden, ich so doch direkt, weil die Frau immer könnt, wir sorgen immer dafür, dass die Patienten oder den Bewohner oder den Usagen oder die Klienten oder wen sie auch will nennen, nicht geschieht. Da tun wir auch für einen annoncierten Streik an der Wiese gesucht, sodass so, wir haben immer dafür gesorgt, aber wir haben eigentlich au contraire eine ganz große Unterstützung von der Seite. Wir hatten immer Solidarität von den Bewohnern ihrer Familien, das wissen sie auch. Wir haben sie auch in diesem Fall, die sind auch einfach froh, wenn Roh dran ist. Und die haben es auch gesagt, dass immer da gespielt wird, spekuliert wird. Und wir erlauben es auch nicht, dass immer ein Keier gesucht wird, wenn sie hier etwas fordern, da müssen die Leute dafür blaschen und da gehen Pensionspreise an Blut, weil das nicht wahr ist. Das ist einfach ein Politik, weil Gelder, wie gesagt, vom Staat zur Verfügung gestellt für den Sektor zu finanzieren und der Staat sieht, dass das alles da, was nötig ist, für den Leute zu garantieren. Und dafür sorgen wir haben nicht dort Unterstützung wie die Contraire. Und das soll auch kein als falsch machen. So, dass man erst mal Haut wollte mitteilen, und das ist wichtig, dass da ist weiter suiviert, und das hier bringt die Leute, nur bringt, wenn man an die konkrete Umsetzung von den Aktionen gehen.